Square Enix und Guild Studio. Squaresoft und die wunderschöne Musik. Und da wären wir jetzt, ihr liebe Leid. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zum ersten neuen Let's Play von 2018 und ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als das neue Jahr mit dem ersten neuen Let's Play zu beginnen von Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Ein wunderschönes Spiel. Ihr werdet euch vielleicht wundern, warum ausgerechnet jetzt Final Fantasy IX? Da kommen jetzt die Charaktere mit ihren jeweiligen Sprüchen nochmal im Hintergrund, während ich ja noch ein bisschen einleitend spreche. Ja, warum nicht direkt Final Fantasy VIII im Anschluss? Mir persönlich hat Final Fantasy VIII nicht so besonders gut gefallen, muss ich sagen. Und außerdem habe ich es für die PlayStation 9 nicht, PlayStation 9 genau, für die PlayStation 4 im Store nicht explizit gesucht. Was ich wiederum gefunden habe und wonach ich explizit gesucht habe, war Final Fantasy IX, weil das meiner Meinung nach mit Final Fantasy VII so ziemlich der stärkste Teil der ganzen Reihe ist. Der 9. Teil ist im Vergleich zu VII und 8 nicht ganz futuristisch geprägt, sondern dieses klassische Final Fantasy, Steampunk, Science Fiction mit Fantasy-Elemente, könnte man so wirklich so sagen. Und ich habe mal ein bisschen reingeguckt. Ich habe jetzt keinen großartigen Spielstand erstellt, aber habe einfach mal reingeguckt. Wir können jetzt auf jeden Fall ein neues Spiel ansetzen. Und da bin ich auch stark dafür. Ich habe mich sehr drauf gefreut. Ich habe es auch in der anderen Let's Plays schon angepriesen. Ich habe mich schon gefreut, seit ich es runtergeladen habe und seit ich es gefunden habe. Final Fantasy IX ist eher wie ein großes, wunderschönes Märchen. Es erinnert an die alte Final Fantasy Teile und ist ein klassisches Remake und hat damals die PlayStation 1 an die absolute Grenze gebracht, die es leisten konnte. Bei der damaligen Videosequenzen in die erste Generation von der PlayStation 1, die erschienen sind, schon ordentlich geruckelt, weil hier alles rausgeholt wurde, was es aus der PlayStation 1 rauszuholen gab. Umso mehr bin ich gespannt auf die Remastered-Version für die PlayStation 4 und möchte mich und euch jetzt auch nicht länger auf die Probe stellen und euch warten lassen. Ihr fangt direkt an mit dem Vorspann. Und ich freue mich so immens drauf, ich kann's keinem sagen. Es gehört zu meiner absoluten Top 10 Lieblingsspieler. Und ich werde wahrscheinlich mehrfach heulen, weil es einfach so gut ist, das Spiel. Das ist so bewegend, was Charaktere und was Geschichte angeht. Das habe ich selten beim Spiel. Und das berührt mich auch heute noch. Und gerade die Musik von Nobuo Uematsu, die auch in dem Final Fantasy wieder vertreten ist so wundervoll. Ich krieg gerade jetzt schon wieder tierische Gänsehaut, dass ich das Spiel wieder start. Wir fangen hier im Königreich Alexandria an. Allein schon wie großartig das in Szene gesetzt ist. Da kommt noch ein typisches Element aus Final Fantasy, nicht nur 9, sondern generell. In jedem Final Fantasy muss es einfach ein Luftschiff geben. Und die sind hier so wunderschön gemacht, wie fliegende Häuser mit Schiff und Steampunk-Elemente. Es ist so wundervoll gemacht. Auch wenn die Grafik ein bisschen veraltert ist, ich finde durchaus, die Filmsequenzen können sich noch sehen lassen. Sie sind garantiert nicht die Beste, aber sie lassen sich dennoch sehen. So, jetzt haben wir unseren Hauptcharakter ja schon mal gesehen, der Junge mit dem Affenschwanz. Ganz schön duster hier. Noch keiner hier? Grundsteuerung, Wireless Controller. Okay, und Reden ist X, Abbrechen und Rennen ist auf Kreis. Menüaufruf haben wir auf Dreieck, das kennen wir ja von Final Fantasy VII noch. Hoch, links, rechts, runter, ist in Ordnung soweit. Pause sind die Options, also die Starttaste von unserer PlayStation 4. Karte und Mogri rufen haben wir auf Viereck. Kamera schwenken haben wir
L1 und R1 Kamera fixieren, L2 Perspektive R2 fliehen, L und R1 gedrückt halten und Autokampf R2. Alles klar. Hilfe anzeigen. So, da können wir, hier können wir anscheinend die Kameras nicht großartig bewegen. Da machen wir wieder unseren obligatorischen Finger, wie man sagt in Final Fantasy 7 Captain. Kürzer Artzünder. Machen wir doch mal. Ich mache heute die Episode länger. Wie ist denn da? Ja, der heißt nach wie vor Sidan. Volk, Mensch, Besonderheit, Affenschwanz, Geschlecht männlich, Alter 16 Jahre und er ist Rechtshänder. Natürlich bleibt er bei Sidan. Haben sie aber auch schön gemacht. Ich bin's, Sidan. Haben sie auch schön gemacht. Das gab's in der ursprünglichen Version nicht mit seinem Bildnummer. Ganz schön spät, Mann. Entschuldigung, übrigens, ist der Chef schon da? Na, noch nicht so fix. Ach, der obligatorische Bayer, der muss in jeder Gruppe mit dabei sein, habe ich das Gefühl, ne? Oh. Ah, die Kampfmusik. Alle schon die Kampfmusik. Sehr geil. Oh Mann. Ich habe jetzt schon eine Tränchen, was mal rechts rausrutscht aus dem Arsch. Einfach weil es, das ist so wie früher, einfach so großartig. Kämpfer. Hat sich der ATB-Balken eines Charakters gefüllt, kannst du aus dem Feld auf der linken Seite ein Kommando auswählen, das ausgeführt werden soll. Über Dreieck kannst du zu anderen Charakteren wechseln, deren ATB-Balken gefüllt ist. Ach, Mann. Ist das schlimm, wenn man so emotional ist bei sowas. Aber Klaue können sie alle, das sind allesamt Diebe. Silenquedia geklaut, alles klar. Armreif geklaut, sehr schön. Markus, darfst du da nochmal? Potion, also einen Trank, im Mann geklaut. Autsch. Ja, hat sich auf die Schnut gelegt. Ein habe nichts. Das ist das, was ich immer bei Final Fantasy 7 gesagt habe. Immer wenn die Gegner nichts mehr zum Klauen haben, habe ich immer gesagt, das ist ein habe nichts. Hat sich durch Final Fantasy 9 bei mir etabliert, dass ich generell immer das generell übernommen habe, wenn ein Gegner nichts haben, ein habe nichts. Nee. Diese Schweine und Troner. Mein Kopf. Übertreiben's mal nicht. Sehr schön. Ja. Habt ihr inzwischen sogar was drauf? Gut, erlaub. Mal jetzt ab zur Besprechung. Jo, Allah, machen wir. Tantalus steht da unten auf dem Boden. Das ist der Name von unserer Diebesbande hier. Den wir auch hören. Gehen wir also nochmal den Plan durch. Unser Einsatz wird uns diesmal ins Königreich Alexandria. Und da werden wir die allseits bekannte und gefürchtete Tantalus-Bande uns die Prinzessin gar nicht schnappen. Jawohl. Gut, und jetzt redi fix. Oh ne, bitte nicht. Bald kommt unser Schiff in Alexandria. Das was wir jetzt gerade drinnen sind, fix. Wenn unser Ans okay ist, lasset mir uns nix anmerken. Entschuldigung, wenn mein Bayerisch so hundsmiserabel ist beim Aussprechen. Und spielen dies in Alexandria säckrisch beliebte Theaterstickel, dei Taube möchte ich sein, fix. Markus spielt die Hauptrollen. Markus, fix. Wenn man Bestes gäbe und so, aber die Hauptrolle bei der Entführung spielen sie dann und blank und so. In der Pause starte ich da ein kleines Ablenkungsmanöver mit Hilfe von deinen Viecher hier. Weißt zwar nicht, warum ich mal wieder die Drecksarbeit machen muss, aber was soll's, ich krieg's schon gebacken. Gut, dann kommt doch schon dein Auftritt, Sedan. Ich krall mir dann Königin Bran. Ja, die sollte man sich lieber nicht krallen, ihr werdet schon sehen, warum. Ich krall mir dann Prinzessin gar nicht, oder? Genau, du schnappst dann Alexandrias Killers Juwel, die von alle geliebte und bewunderte Prinzessin Garnet. Gut, wissen wir ja Bescheid. Dann geht auch die Einstiegssequenz wieder weiter. Wir werden auch schon bald sehen, warum Königin Bran nicht gerade unbedingt so gut zum Wegschnappen ist. Oh, und Vivi. Oh, der gehört auch zu meinen Lieblingscharaktere. Das ist einfach der klassische Schwarzmagier aus der alte Final Fantasy, wenn ihr die kennt. So sah immer der klassische Schwarzmagier aus. Natürlich ist auch Vivi ein Schwarzmagier.
und fester Bestandteil von meiner Gruppe, ach. So, da kommt das Luftschiff A. Und da sehen wir ein Schloss Alexandria mit einem riesigen Schwert aus Stahl in der Mitte. Final Fantasy 9. Pelzig. Shenna kennt's doch gar nicht sein, oder ihr liebe Leid? Shenna kennt's doch gar nicht anfangen. Wunderbar. Ach, ich bin so froh, das endlich Let's Playen zu dürfen. Ich habe mich doch schon so drauf gefreut, seit ich gesehen habe, dass das geht. Ich habe die ganze Zeit gejammert, oh, wenn man doch mal endlich Final Fantasy 9 mal spielen könnt. Aber für die Playstation gibt's das nicht. Vielleicht muss ich was für den PC kaufen. Aber ja, endlich. Es gehört einfach zu meinen Lieblingsspielen dazu. Und ich bin so froh, das Spiele zu dürfen. Von Vivis Theme haben wir hier direkt auch schon. Wir spielen den kleinen Butzenickel. Burgstadt Alexandria. Geht's dir gut? Hm? Ja, der Ticket. Mach's gut. Okay. Ne, erstmal der Hutrichter, genau. So. Rennen können wir auch. Autsch. Wie geht? Rattenjunge. Was auf uns hinatscht? Rattenjunge. Was sind wir da drin? Potion erhalten. Sehr schön. Also ein bisschen was in der Umgebung sollten wir auf jeden Fall mal gucken. So. So, dann gehen wir mal hier lang. So, da kommen wir auf den Stadtplatz von Alexandria. Der Nikolai, jedes Jahr nach Alexandria zu kommen und sich das Theaterstück anzugucken, das ist etwas wie ein Statussymbol für die Adlige. Holla hopp. Kartler? Nee, der babbelt wieder selber. Aber das Kartenspiel wird auf jeden Fall noch sehr interessant. Du siehst nicht gerade wie ein Proletarierkind aus, aber irgendwie auch nicht wie ein Unsortlicher. Also mit solchen Tiermenschen muss man hier immer wieder rechnen, die sind so Final Fantasy 9 Eigenart. Die Proletarierkinder wuseln immer durch die Gegend. Ach, wie lästig. Zwitscherfieb. Einfach mal so zwischendrin, weil ich jetzt nicht zwitschern will. Oh Gott, du Fischkopf, Gevatter gar nie. Ob ich das hier wohl einen guten Platz und ich hier abkrieg? Ach, ich wünsche schon mal viel Glück davor. Okay, sieht aber nicht so aus, als könnte man hier noch irgendwas großartig reißen. Deswegen rennen wir doch mal hier hinterher. So. Gut, die Arbeit war für heute erledigt. Ich muss mich langsam fürs Theater fertig machen. Alles klar, mach das doch mal. Na, was haben wir hier noch? Noch ein Trank. So, da sehen wir ihn ja. 60 Lebenspunkte, 48 MP. Ability kommt dann noch. Er kann derzeit nur den Zauber Feuer. Und es geht halt durch die Ausrüstung in Final Fantasy. Zum Beispiel hier. Durch den Zauberstock lernt Vivi Feuer. Das hat dann da ohne das Zeichen A bei Feuer. Das heißt, wenn wir 25 Ability Points haben, hat Vivi den Zauber fest gelernt, kann neue Stecker anlegen, der wieder was Neues beibringt und so weiter und so fort. Die Fähigkeiten müssen erst durch die Ausrüstung erlernt werden. Finde ich persönlich absolut großartig. Theoretisch, oh, Kavalier könnte er lernen, aber ist er wohl nicht fähig dazu. Theoretisch könnte ich ihm machen neue Stecke geben und Lederhut beibehalten, weil auch der Lederhut bringt ihm Feuer bei. Ja, das wären noch ein paar schöne Sachen geben. Hui! Das wären noch ein paar definitiv sehr schöne Sachen geben im Spiel. Ich mag das System hier sehr gern. Ihre werte Adel aus Treno. Mit Verlaub gestatte ich mir die Führung zum Schloss Alexandria zu übernehmen. Okay, noch Treno kommen auf jeden Fall auch noch. Das ist die Adelsstadt im Königreich Alexandria. Da lebt nur Adel. So, da ist noch was in der Büsche. Als Proletarierkind sammeln wir natürlich die 33 Gil-Achei. Und da ist noch ein Kneiper. So. Naja, für einen kleinen Bu, wenn sie jetzt wohl nichts haben, ne? Gastwirt Ashley hat oben wird der Laden gerabbelt voll. Und danach wird es halt mein letzter Abend her. Alles klar. Was bist denn du für einer? Rotmagier. Obwohl halt ins Theater ist, bin ich irgendwie deprimiert. Rotmagier ist anderes sowas. Ich glaube, das gibt's aber in dem Final Fantasy Teil. Ich weiß nicht. Nee, es gibt nur einen Blaumagier noch. Rotmagier sind, Moment, Blaumagier sind die Find Tags übernehmen im klassischen Final Fantasy. Kampfpudding-Karte erhalten. Sehr schön für unser Kartenspiel. Das Spiel im Spiel sozusagen. Was waren denn nochmal die Rotmagier? 27 Gel auf dem Boden gefunden. Ja, so einer bin ich. Sie
weil ich die Lade übernehmen, muss ich erstmal die Treppe reparieren. Glaub ich. Was waren denn immer Rotmagier, Herrgott? Waren das nicht sowas wie die Dragoner? Könnte ich mir zumindest vorstellen. Zum Sternehakel, ja. Nur halt Alexandrias beliebtester Cocktail Brane Colada zum halben Preis. Oh Gott, Vivi, ja, da waren ziemliche Boppes, muss ich sagen. So, wie sieht's denn hier aus? Hippo. Boah, sind die adlig aber schick angezogen. Aber hallo. Müssen sie ja sein. Ist ja immer hier Adel. Was haben wir dann hier noch? Aha, hier ist noch so ein kleiner Lader. Mal umgucken. Hallo, du Nasenmann. Hereinspaziert. Ah, okay, das ist einfach nur der stinknormale Itemlader. Dafür muss ich jetzt aber noch nichts ausgeben, finde ich. Hereinspaziert. Hör auf, Nasenmann. Ich will von dir nichts kaufen. So, was haben wir denn da noch? Da ist noch einer. Wow, da ist ja ein Ticket fast Theaterstiegel heute Abend. Na, besser du legst es gleich beim Ticketschalter auf dem Marktplatz ein. Und wenn du dir da nämlich einen Stempel geben lässt, darfst du ins Schloss wächst. Okay, danke schön. Aber hoch, da wollte ich gar nicht vorbei. So, hier in der Beta ist nicht zufällig noch irgendwas. Da steht aber was drauf. Liest da mal ganz neugierig. DAX Itemladen, ob Phönixfeder, Potion oder Antidote. Du kannst dich immer auf DAX Items verlassen in der Not. Pff, toller Reim. Das scheint ja ein richtiger Poet zu sein, der Nasenmann. Okay, da gehen wir nochmal hier. Zum Ticketschalter gehen. Hallo. Wie kann man zu Dienste sein? Also das war Stickel halt oben. Junge mit Zipfelmünze. Was ist denn das für Stick halt oben? Das diesjährige Theaterstück ist Deine Taube möchte ich sein. Und wurde dazu noch aufgeführt von der Schauspielertruppe Tantalus. Erzähl mal was über Alexandria. Alexandria wird von Königin Brane regiert und ist ein prächtiges Fleckel Erd. Dann zeige ich mal mein Ticket. So, bitteschön. Irgendwas stimmt mit dem Ticket nicht. Hoppla, das ist ja Fälschung. Kommt oft vor, die Dach. Oh. Ach Gott. Jetzt guck doch nicht so traurig. Ich verstehe, wie du dich fühlst, aber... Guck mal, wir schenken dir das hier und jetzt Kopf hoch, ja. Goblin-Karte erhalten, Isegrim-Karte erhalten, Skeleton-Karte erhalten. Wenn du was über das Kartenspiele wissen willst, frag doch mal das Seiderstraße Jack, der ist ein echter Profi. Ja, sehr klug, ein kleiner Junge zum Typ namens Seitenstraßen Jack zu schicken. Ich weiß ja nicht, irgendwie, ne? Wirkt das schon etwas skurril. Was ist da mit euch Knorze hier? Ein paar Blumen gefällig, ich mach da einen Sonderpreis. Ich sehe nicht so aus, als würde ich Blumen mögen, oder? Bist du auch ein Freund von Blumen? Ja, nicht so wirklich. Die Blumen von Alexandria sind besonders prächtig, nicht wahr? Ich sag's mal so, ich kann den Zauber Feuer. Ich glaube, Blumen mögen mich nicht so gern. So, wie sieht's denn mit dir aus? Frau de Schmied, seit 30 Jahren rackern bei uns ab, um endlich ein Ticket fürs Theater leisten zu können. Ich bin ja so glücklich. Gott, das hat aber lang gedauert. Und du, Opa Schmied mit dem Walross-Schnauzer, was sagst du? Da ich halt oben mit meiner Alten ins Theater gehe, seid ihr ausnahmsweise geschlossen. Oh, Allah. Wir werden's verkraften. Was mit dir? Hab den schon daheim auch gesagt, ich mag gleich zu, aber die haut mir keine heim. Okay, was bist denn du, der keine heim hat? Weil er sperrt nämlich ihn bloß. Hätte ich doch bloß ein bisschen mehr Bares. Ich gebe da jetzt auch nichts von meinem ab. So, da war aber noch was. So, da war was zum Lesen noch, oder? Da haben wir es doch. Kommt zur Pluto-Truppe. Im Schloss Alexandria sind wir ständig auf der Suche nach neue Soldaten für unsere Pluto-Truppe. Die werden wir auch noch kennenlernen. Tapfere Recke bewerben sich also sofort. Dient bei der Pluto-Truppe für Ihre Majestät, fürs Vaterland. Hauptmann der Pluto-Truppe. Ja, dann werden wir definitiv noch kennenlernen. Der gehört auch zu meinen Lieblingscharaktere. Der ist großartig, der Typ. Der ist absolut großartig. So, rennen wir mal mit euch. Magst du Mitspieler? Ja, komm. Okay. Ups. Einmal habe ich es gepackt. Das war nicht so gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, machen wir nochmal. Ich muss nur erstmal wieder den Dreh rauskriegen bei dem Ding. Oh. Immer noch nicht den Dreh rauskriegt. Ich glaube, ich muss relativ fix drücken nochmal. So. Ja, das sieht doch gut aus. Ups. Na, 4-mal wenigstens.
Ja, probieren wir es noch einmal. Ich glaube, aber eine gewisse Anzahl... Ups, aber eine gewisse Anzahl kriegt man eine Karte geschenkt. Ja, jetzt kommt noch einmal und dann... Einmal. Zack, 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 zack. Ah, Mist. Okay. Das wird nix. Das wird nix, wenn ich das mache. Okay. So, was sagst du da? Beim wertvollen Drankard habe ich so genial versteckt, die Fitkinder. Okay, sagst du. Phoenix Downer erhalten. Ja, sehr cool. Was macht dann Phoenix Downer nochmal? Das unterscheidet sich ein bisschen von Phoenix Feder. Phoenix Downer. Phoenix Downer. Sagt aber leider nichts dazu aus. Silenqueda, was ich da geklaut habe, das ist eine Diebeswaffe. Das kann danach nur sie dann verwenden. Was ist mit euch? Alexandria-Soldatin. Ins Schloss dürfen nur Adlige oder Leute im Besitz von einem Ticket. Okay, dann leider nichts für mich. Ich bin weder das Ende noch das andere. Wie schaut's dann hier aus? Aha. Was erlaubt ihr euch? Das Gezimmer frei ist, dass ihr Gezimmer frei habt, das soll wohl ein Scherz sein, oder? Ich bin untröstlich. Bursche, willst du mir dumm kommen? Ich habe extra reserviert. Himmel, Arsch und Zwirn. Babom, 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 babom. Stadtmännchen, da kriegt man schon mit Angst zu tun. Kann man so sagen, ja? Huch, macht Platz. Um lauter merkwürdige Tiermenschen hier rausstolziert. Gevatter Gani. Ah, da ist er wieder. Tut mir leid, heute ist alles ausgebucht. Und dann gucken wir uns trotzdem mal auf um. Ach Gott, die haben den Kind. Ich will doch durch, du Hippo-Frau. So. Gründlich umgucken können wir uns ja. Da finden wir leider nichts. So, haben wir da irgendwas Tolles? Aha. Hallo, ich bin euer König. Oder auch nicht. Komm, gehen wir wieder raus. Und in der Richtung haben wir auch nichts. Okay. Leider nichts wirklich Interessantes hier. Er hat uns was von 3 tolle versteckte Karte erzählt. Ups. Zum Seitenstraße-Check geht es ein bisschen woanders lang. Da muss ich hier noch... Da ist noch einer. Ups. Wieder auf die Schnur gefallen. Ist das wieder von Tiermensch? Handwerker Dante. Hör schon zur Seite, weil du stolper bist, ist mit dem Schild verrutscht. Ja, es kann vorkommen. So. Das war's dann. Endlich Feierabendwahrheit. Wuff. Oh, da ist wieder der Rattenjunge. Hey, du, dein Tier war doch auf Entjung, oder? Hab ich nämlich am Schalter gesehen. Bist du vielleicht der Seitenstraße, Jack? Willst du mich beleidigen, oder was? Wie auch immer, wär man unertan, dann nehme ich dich auch zum Theater mit. Wärst du mein Unertan? Keine Lust. Aha, damit Mensch. Ja, das meine ich durchaus. Erstmal noch nicht. Ich will erst noch mal die optionale Sache machen, bevor ich mich um die Hauptquest wieder kümmere, weil das gehört definitiv zur Hauptquest mit dazu, der Rattenjunge. Da sind wir dann da noch. Oh, schwärmt er hier rein. Ah ne, guckt sich wieder was an. Liebe Theaterfreunde vom Bambi-Verein, wer sich das Jahr kein Ticket leisten konnte, der ist herzlich eingeladen, wieder von der Dächer aus dabei zu sein. Wir treffen uns noch so einen Untergang am Glockenturm, da wenn dann jedem gute Plätze zu gewesen. Theaterverein Bambi. Okay, ach, die Arme wissen hier durchaus, wie man sich ein schönes Leben macht und auch ein bisschen Spaß haben kann. Hier war doch ein Ausrufezeichen, genau. Augentropfen erhalten. Ja, ich meine, Aare ist das Einzigste, was man in seinem Gesicht sehen kann, insofern durchaus sinnvoll. Und die sind auch noch gelb leuchtend. Das ist schon ein bisschen ungesund. Zum schwarzen Gesicht. Und da ist noch was. 3 Gel-Erhalter. Das hat sich wahrscheinlich irgendein Kind hier mühsam zusammengespart. Und ich nehme es einfach ab. Muhahaha. Ja, da ist der Glockenturm. Da kommen wir erst später in den Genuss hier zu gehen. Damit wir über die Dächer zum Theaterstück kommen. So, warte mal. Ey, Kleiner, wenn du drüber nachdenkst, dich mit dem Boot ins Schloss zu schleichen, dann vergiss es. Hab's letztes Jahr selber so machen wollen, aber die Palastwache hat mich sofort Kiel holen lassen. Ja, zu Recht. Guck dich doch nur mal an. So, was ist mit dir? Alter Seebär. Die Schiffe also da fliegen ja mit der Kraft vom Nebel, aber eigentlich fuhren Schiffe ja früher mal auf dem Wasser.
Naja, früher war alles besser und so, ne? Was sagst du? Katzenfreund Tom. Meine kleine Miezekatze ist verschwunden. Was sagst du mir, wenn sie siehst? Ja, natürlich. Danke. Mache ich doch. Aha, die Miezekatze ist braun. Okay, na. Denken wir auf jeden Fall mal dran. So, da gehen wir jetzt noch weiter. Zu der Leder können wir immer noch gehen, wenn die Sache erledigt ist. Moment, das Seitenstraßen-Jack war, glaube ich, wenn ich hier entlang gehe. Der war nicht beim Itemlader. Der müsste hier in der Kneipe gewesen sein. So, das müsste der hier gewesen sein, ne? Wenn sie sich dann noch nicht so aufregen wird. Kann ich doch nicht. Bei Optionen vielleicht mal gucken. Konfiguration ATB, verzögert Echtzeit, Kamera. Ich probiere jetzt einfach nochmal. Ah ne, da habe ich glaube ich Steuerungsoptionen gesehen. Nochmal. Irgendwie muss ich aufs Kartler A sprechen können. Karten. Ah, da haben wir sie ja. Okay, 4er habe ich derzeit. Gehen wir nochmal in die Optionerei. Da ohne Steuerungstutorial. Menü. Karte Mogri rufen. Fliehen. Hilfe anzeigen. Okay. So, nochmal. Eventuell so. Ja. Du hast aber keine 5 Karte. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Wie sieht es denn mit dir aus? Okay, ich brauche erstmal 5 Karte. Na gut. Dann, wo war dann dieser Seitenstraßen-Check? Der muss aber doch gewesen sein. War der dann nicht doch hier? Ich muss, glaube ich, erstmal ablehnen und dann hier. Ist ein bisschen länger her, dass ich gespielt habe. Ne, das ist wieder nur ein Rattenjunge. Ah ne, ich muss ihm, glaube ich, zusagen. Und dann funktioniert das. So. Ja, wie gesagt, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich gespielt habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. So. Ja, okay. Dann. Okay, ich bin dann untertan. So ist es recht und schon erteile ich dir der erste Befehl. Guck, von dort, dass von dort drüben jemand kommt. Und, ist die Luft frei? Ich glaube, du kommst wer. Ich guck die mal noch genau. Ist die Luft rein? Ja. Sehr gut, Operation Leiterklau kann beginnen. Und weg ist er. Das ist er doch. Das ist unser Seitenstraßen-Check mit den 4 Armen. Bist du vielleicht Seitenstraße-Check? Hey, woher weißt du das? Wer mich Jack nennt, der will meistens so rund Kartler. Stimmt's oder habe ich recht? Was? Du kannst die Regler nicht? Wie beibringen soll ich sie da? Na, von mir aus. Ich habe hier nichts mehr zu schaffen. Na dann, mir noch. Also, erst einmal für Anfänger. Um ein Kartenspiel zu beginnen, brauchst du erst einmal 5 Karten. Dann laber einfach mal irgendjemand mit der 4-X-Taste an. Wie ich es auch im richtigen Leben mache, wenn ich Karten spielen will. Allerdings gibt's auf der Welt auch Langweiler, die keine Lust haben zu Kartler. Alles klar. Und wie funktioniert das? So, jetzt kommen wir zum Spiel selber. Die Karten werden abwechselnd auf dem M4x4 Quadrat große Feld abgelegt. Manchmal wird es da gelingen, gegnerische Karte umzudrehen. Die hängt von der gelben Dreieck an der Karte rein da ab. Zeigt das Dreieck auf eine gegnerische Karte, dreht sich die Ach um und wird zu deiner eigenen. Zeigt dir das Dreieck von der eigenen Karte auf das von einer gegnerischen, dann beginnt die Kartenschlacht. Was ist eine Kartenschlacht? Im Fall von mehreren aufeinander zeigenden Dreiecke kann es auch zu einer wiederholten Schlacht kommen. In so einem Fall kann vorher bestimmt werden, mit welcher Karte die Schlacht begonnen werden soll. In der Reihenfolge wird der Spielverlauf beeinflusst. Dann gibt es dann noch die Kombos, die verdammt nützlich sind.
Was ist das? Aller Hopf, weil du es bist, werde ich dir jetzt mal die Techniken vom Meister beibringen. Wenn in einer Schlacht musst du vorsichtig sein. Gewinnst du eine Schlacht, löst diese Kettereaktion aus. Alle Karten, die auf die Dreiecke von der unterliegenden Karte zeigen, werden ebenfalls umgedreht. Das nennt man Combo. Selber basiert allerdings auch bei einer Niederlage von dir. Alle Karten, auf die die Dreiecke von der unterliegenden Karte zeigen, werden umgedreht. Also streng dich an und versuche perfekt rauszuhauen. Und wie erreiche ich das? Da will ich dich mal etwas perfekt aufklären. Geht man aus der Partie als Gewinner hervor, kriegt man gegnerische Karte. Gewinnt man jedoch perfekt und dreht alle gegnerische Karte um, hält man alle 5 Karten vom Gegner. Gibt alles, um das höchste Spielerlevel zu erreichen. Was ist denn ein Spielerlevel? Dann erzähle ich dir jetzt mal was über Spielerlevel. Wenn du demnächst mal nichts Besseres zu tun hast, guck mal ohne Karte im Menü noch. Du siehst du dann dein Spielerlevel. Je mehr Karten du sammelst, umso höher wird dein Spielerlevel. Was der höchste Titel ist, weiß ich aber auch nicht. Oh, komm wieder, wenn du 5 Karten hast, Kleiner. Ich glaube, ich hab's verstanden. Ach ja, seit der Straße Jack nennt man mich nur in der Stadt hier. In jeder Stadt trage ich einen anderen Namen, war ein Video inkognito bleiber. Mein wirklichen Name willst du wissen? Vielleicht sag ich's dir, wenn du mal stärker bist. Ja, Danke. ich weiß auf jeden Fall, wie er heißt. Aber die Überraschung mag ich euch irgendwie auch nicht versauen, um ganz ehrlich zu sein. So. Dann würde ich aber sagen, ihr liebe Leute, an der Stelle mache ich hier auch wieder meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 aufpelzig. Die Episode werden wahrscheinlich auch wie bei Final Fantasy 7 zwischen 20 und 30 Episode, genau, zwischen 20 und 30 Minuten pro Episode sein. Also machen's gut und wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich tierisch drauf. Ich habe unglaublich viel Bock auf das Let's Play und ich hoffe, euch habe ich damit auch ein bisschen fixen können mit der heutigen Episode. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.